Menschen fragen mich manchmal, wieso ich Pastor geworden bin. Und ich sage immer, hey, Pastor sein ist der schönste Beruf auf dieser Welt. Du hast viel mit Menschen zu tun, du kannst Menschen von Gott erzählen und das Beste daran ist, du schaffst nur am Sonntag. Es ist wirklich... Das war ein Witz. Einige von euch haben nicht gelacht und das beunruhigt mich im Fall. Es ist mal wirklich mal jemand zu mir und hat gesagt, ja, du schaffst ja eigentlich nur am Sonntag, oder? Was machst du eigentlich? Ich so, du hast keine Ahnung. Nein, aber es ist natürlich eine längere Geschichte, wieso ich Pastor geworden bin. Ich kann nicht die jetzt völlig ausführen, aber ich möchte euch mitnehmen in eine Schlüsselerkenntnis in meinem Leben, wo, sagen wir, mein Leben auf diese Bahn gebracht hat. Es ist eine Schlüsselerfahrung, eine Schlüsselerkenntnis, und ich möchte, dass du sie heute mitnimmst, weil ich denke, es kann dein Leben verändern, so wie mein Leben das verändert hat. Und ich möchte mit dem nicht sagen, dass wenn du diese Erkenntnis hast heute Morgen, dass du auch rausgehst und sagst, ich will jetzt Pastor. Das ist nicht mein Ziel. Was aber kann passieren, dass du rausläufst und sagst, hey, ich ändere mein Leben und ich möchte völlig in Gottes Reich gehen und Pastor werden. Was immer. Kann gut sein, dass das heute passiert. Dann komm auf mich zu. Ich möchte gerne mit dir austauschen, vielleicht für dich beten. Aber egal, welchen Beruf du ausführst, egal, wo du platziert bist im Leben, diese Erkenntnis gilt für jeden. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn du die Erkenntnis nicht hast oder nicht gehabt hast, verpassest du sogar das Leben. Und das gilt nicht nur für Pastoren, sondern für jeden Mensch. Ich hatte das grosse Privileg gehabt, in einer christlichen Familie aufzuwachsen. Und ich sage das als Privileg, ich extra betone das, weil ich habe gläubige Mutter gehabt, gläubigen Vater, meine ganze Verwandtschaft in beide Richtungen sind gläubige Menschen. Das heisst, ich habe das Thema Gott irgendwie schon mit der Muttermilch aufgesogen. Oder? Das ist irgendwie Teil von meinem Leben, schon von früh an. Und Gott ist jetzt nicht das Megazentrum in meinem Leben. Er war zwar ein Thema, aber nicht das Zentrum. Oder? Ich habe gewusst, er ist gut und er hat uns gerne und so. Aber ich habe mein Leben gelebt, so wie ich das gelebt habe und so wie es alle anderen Menschen gelebt haben. Und habe eigentlich Gott nur gebraucht, wenn ich ein Anliegen hatte. Zum Beispiel, wenn ich einen Test hatte, der schwierig war, oder einen Test geschrieben habe in der Schule, den ich versaut habe. Dann habe ich gesagt, Gott, du könntest eigentlich, easy, dir ist ja alles möglich, Noten einfach noch so im letzten Moment ändern, oder? Oder wenn ich krank war, dann habe ich zu Gott gebetet. Oder wenn ich Probleme hatte in einer Beziehung, oder wie auch immer, wenn ich in Not war, bin ich zu Gott gekommen. Gott war ein Thema bei mir, aber nicht das Zentrum. Und so war es auch in der Schule. Ich bin dann nachher aufs Gymnasium gegangen und in dieser Schulklasse hat niemand gewusst, dass ich eigentlich Gott in meinem Leben habe. Und das hat zwei Gründe. Der erste Grund war, weil ich es niemandem erzählt habe. weil ich mich so geschämt habe dafür und wollte dabei sein und cool sein. Und der zweite Grund war, weil ich auch nicht anders jetzt gelebt hat als alle anderen. Oder? Ich bin ein junger Mann, der nach Anerkennung sich gesehnt hat, nach einer Freundin, nach Spass, oder? Nach all dem Zeug. Ich habe viel Sport gemacht. Ich bin relativ beliebt gewesen, zumindest bei den Schülern. Bei den Lehrern auch meistens. Aber ich habe eigentlich fürs Wochenende auch gelebt. Oder? Wir sind am Wochenende eigentlich jedes Wochenende Party machen. Ich habe alles gemacht, was hier dazugehört, was man macht. Oder? Auf der Suche nach Anerkennung, auf der Suche nach Spass. Und das ist eigentlich auch alles gut gegangen in meinem Leben, bis mein letztes Jahr im Gymnasium angebrochen hat. Weil ich habe gewusst, nach diesem Jahr Gymnasium muss ich mal wissen, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen will. Oder? Ich habe irgendwie immer Schule gemacht und dann war die Frage, was gehe ich studieren, was mache ich, oder? Und ich bin irgendwie ein bisschen in eine Sinnkrise in meinem Leben gefallen. Also so eine Midlife-Crisis mit 19. nein. Aber ich habe mich auch gefragt, hey, was will ich eigentlich mit meinem Leben machen? Was ist eigentlich der Grund, wieso ich da bin? Weißt du, hast du dir die Frage mal gestellt, was ist mein Ziel? Warum bin ich auf diesem Planeten? Ich habe gemerkt, ich habe 80, 90 Jahre vielleicht, wenn es gut kommt, zur Verfügung. Ich habe ein Leben. Was soll ich machen mit dem? Ich kann es einmal leben, oder? Wie kann ich machen, dass es zählt? Und ich habe viele Menschen beobachtet, wie sie fürs Wochenende gelebt haben. Oder? Sie haben geschafft fürs Wochenende, geschafft für Ferien, geschafft, um irgendwann ein Häuschen bauen oder kaufen, geschafft für ein Auto. Und ich habe wirklich gemerkt, wir Menschen sind getrieben
wir arbeiten die ganze Zeit, um etwas zu haben, wo wir uns dann irgendwie noch sehen und dann geht es wieder von vorne los. Und ich habe ja selber für das Wochenende gelebt, oder? Und ich habe wie gemerkt, oder ich habe mir wie die Frage gestellt, kann es das wirklich sein? Ist das wirklich alles? Ist das wirklich der Sinn dieser Welt? Und ich bin natürlich in eine fragende Haltung hineingekommen, oder? Und ich bin offen gewesen. Und in der Zeit, wo ich so auf der Suche war, was soll ich mit meinem Leben anfangen, habe ich mich an einen Satz von Jesus erinnert, den ich damals in der Sonntagsschule gehört habe. Ich bin christlich aufgewachsen und ab und zu in die Kirche gegangen, oder? Und das ist der Satz aus Matthäus 7 bis 8. Jesus sagt dort, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer bittet, empfängt, wer sucht, der findet und wer anklopft, dem wird aufgetan. Es war der Satz von Jesus, der mich dazu geführt hat. Ich kann mich an diesen Satz erinnern aus der Sonntagsschule. Und das hat mich dazu geführt, mit meinen Fragen, mit meiner Sinnkrise, mich an Gott zu wenden. Schau, wenn ich diesen Satz nicht in Erinnerung hatte durch die Sonntagsschule, hätte ich mich nicht wahrscheinlich an Gott gewendet in diesem Moment. Und ich möchte einfach kurz eine Klammerbemerkung machen für alle Eltern, die Kinder haben, im Alter von Sonntagsschule. Mach es zur Priorität, dass deine Kids in die Church kommen. Mach es zur Priorität, du weisst nie, was ihnen für Fundament mitgegeben wird. Ich sage, es ist ein Privileg, dass ich christlich aufwachsen darf. Ich weiss Pandemie und so und ich weiss schwierig und so und ich weiss. Aber hey Leute, es ist so wichtig, dass wir Fundament legen für unsere Familie. Du als Vater auch und als Mutter. Du darfst priorisieren für deine Kinder, was wichtig ist in ihrem Glauben. Es ist mir einfach noch wichtig, um das zu deponieren. Ich habe Gott gesucht und ich habe gebetet. Und weil ich meine Augen offen hatte, habe ich auch angefangen, in die Kirche zu gehen. Und ich bin im ICF Basel dann in die Kirche gegangen, im Gundeli damals. Und da habe ich Leute kennengelernt, die mich mal mitgenommen haben an eine oben unter der Woche, wo ein Ehepärchen aus Neuseeland ist gekommen. Und das sind so ein Ehepärchen, man hat gesagt, das sind Propheten. Jetzt du denkst dir, was Propheten, was creepy. Ich kann dich beruhigen, das ist etwas Biblisches, das steht in der Bibel, dass es Leute gibt, die das können. Und es ist nicht so spektakulär. Die sagen eigentlich nichts anderes, als das, was in der Bibel steht. Also wenn es gute Propheten sind. Es gibt auch schlechte. Aber die erzählen dir nichts anderes, als das, was in der Bibel steht, zur richtigen Zeit. Oder? Und ich bin dort reingegangen und der alte Mann hat mich angeschaut und hat mir Folgendes gesagt. Dann ist mir eingefahren. Er hat mir gesagt, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und du wirst den Plan gut ausführen. Und du wirst Gottes Haus bauen. Ich war 17 oder so. Gott hat einen Plan für dein Leben. Du wirst ihn gut ausführen und du wirst Gottes Haus bauen. Gott hat einen Plan für dein Leben. Das klingt jetzt vielleicht so banal und vielleicht auch ein bisschen christliche Floskeln und so, aber du glaubst nicht, was das in diesem jungen Mann, der er 17 war, ausgelöst hat. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Auf der Suche, was soll ich eigentlich mit meinem Leben machen, oder? Zu hören, dass Gott, der Schöpfer vom Himmel und vom Universum und von der Erde und alles, was lebt und ist, hat einen Plan mit deinem Leben. Gott hat eine Idee, Gott hat etwas vorbereitet für dich. Gott hat eine Absicht für dich, wo du drin kannst laufen. Und das ist bei mir, das ist grandios, das hat Klick gemacht. Ich habe gemerkt, ich habe eine Bestimmung, oder? Ich hatte zwar keine Ahnung, was das bedeutet. ich meinte, ohne Witz, ich muss Gottes Haus bauen. Ich habe ohne Witz gemeint, ich muss Architektur studieren, dass ich dann Kirche bauen kann. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ich habe keine Ahnung, dass Kirche nicht Gebäude ist. Ich habe keine Ahnung, dass Kirche aus Menschen besteht, lebendige Steine, oder? Und dass Gottes Vision von Kirche nicht checkt, dass er seine Absichten durch Kirche auf die Welt will bringen. Boom, oder? Das habe ich alles nicht gewusst. Ich meinte, ich muss Architektur studieren. Aber schau, diese Erkenntnis hat mein Leben wirklich grundlegend verändert und auf eine andere Bahn gebracht. Und ich möchte, dass sie dein Leben auch verändert. Und ich möchte einfach noch kurz sagen, was ich nicht meine damit. Ich sage nicht, Gott hat einen Plan für die Welt.
bis ins Detail aufgeschrieben, oder? Und er hat jede Entscheidung, jedes Kleidungsstück, das du anziehst. Der Moritz zieht die gleichen Hosen an, wenn ich das jetzt göttliche Führung? Nein, ist nicht. Das ist einfach guter Geschmack. Okay, guter Geschmack. Genau. Ich sage mit dem nicht, Gott hat alles bis ins Detail durchgeplant, jede Entscheidung, auch jeden Fehler. Und wenn du mal einen Fehler machst, bist du aus der Bahn drauf und es ist alles vorherbestimmt. Das sage ich nicht. Was ich sage ist, Gott hat einen grossen Plan für die Welt. Gott hat eine Absicht für sein Reich, das er durch die Kirche will auf die Welt bringen. Und du kannst einen Teil drin spielen. Gott sieht einen Platz für dich dort drin, für deine Gaben, für deine Talente, für deine Fähigkeiten, wo du kannst dich einbringen für und in Gottes Reich. Das ist das, was ich sage. Oder? Und schau, wenn du das begreifst, dass du da bist auf dieser Welt aus einem Grund. Wenn du checkst, dass du da bist, weil es etwas zu tun gibt für Gott. Wenn du checkst, dass du für etwas Größeres lebst als für dein eigenes Leben, für deine Ferien, für dein Häuschen, für dein Bötchen, für dein... Weißt doch nicht was? Wenn du checkst, dass du da bist für etwas Größeres, wenn du schnallst, dass dich Gott gemacht hat aus einem Grund, weil er noch etwas zu tun hat mit dir, das gibt dir eine Bestimmung, das gibt dir Energie und das gibt dir, und das lässt dich leben. Und ich habe das Gefühl, Gott möchte das heute Morgen sagen. Vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal. Gott hat einen Plan mit dir. Gott sieht dich und will dich brauchen. Und er weiß um dich, er weiß um deine Stärken, um deine Schwächen. Und er will dich brauchen. Vielleicht hörst du es zum ersten Mal, vielleicht hörst du es auch wieder. Und es ist ein alte Wort, aber ich glaube, du musst sie wieder hören. Die gilt immer noch. Weißt du, die Pandemie hat ja vieles ausgelöst, oder? Gesellschaftlich, aber auch persönlich und vieles in der Kirche. Und Prioritäten werden durchgeschüttelt, oder? Und man schaut erst mal, dass das eigene Leben funktioniert und so. Und ich habe das Gefühl, Gott sagt heute Morgen, meine Pläne stehen im Fall immer noch genau gleich. Und mein Wille für die Stadt Basel ist immer noch die gleiche. Und ich will dich für das brauchen. ICF Basel, du hast einen Auftrag. Und der hat sich nicht geändert durch eine Pandemie. Mein Reich kommt, sagt Gott. Und ich habe dich für das geschaffen. Der Paulus schreibt eigentlich an eine Gemeinde in Ephesus und erinnert sie an die Worte. In Epheser 2, 8-10, da schreibt er, denn durch die Gnade seid ihr errettet aufgrund des Glaubens. Und das nicht aus euch selbst, nicht aus euch, Gottes Geschenk ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus, zu guten Werken, die Gott zuvor vorbereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Ich liebe die zwei Verse, weil auf der einen Seite heisst, du wirst nicht gerettet durch deine Werke. Oder? Du kannst deine Rettung nicht verdienen. Keine gute Tat rettet dich. Nur Gottes Tat am Kreuz, dass Jesus für dich und mich gestorben ist, rettet dich. Es ist nur durch Gnade, nur durch seine Liebe werden wir gerettet. Gute Werke retten dich nicht, aber es steht dann explizit, für was wir gerettet werden, nämlich zu guten Werken. Schau, wir werden nicht gerettet durch Werk, aber für gute Werke. Der Grund, wieso du gerettet wirst, ist, dass du gute Werke vollbringen kannst, wo Gott schon vorbereitet hat für dich, dass du in ihnen wandeln kannst. Und ich habe das Gefühl, so viele Christen wissen zwar um ihre Rettung, aber nicht um ihre Berufung. So viele Christen wissen um ihre Erlösung, aber nicht um ihre Bestimmung. Wieso sie denn da sind, was denn ihr Ziel ist, wieso Gott sie überhaupt gerettet hat. Gott hat dich nicht einfach nur gerettet, nur weil er dich liebt. Das stimmt, natürlich stimmt das. Natürlich stimmt das. Er hat dich gerettet, weil er dich liebt. Aber er hat dich gerettet für einen Job. Ich meine, sonst könnte ja Gott alle, die gläubig werden, oder, an Jesus glauben, erdrückt werden und gerade im Himmel sein, oder? Macht er nicht. Weil wir noch einen Job zu erledigen haben.
Etwas, was er vorbereitet hat für uns. Er will dich in seinen Dienst nehmen. Und wir sehen das am Leben von Jesus exemplarisch auch. Ich möchte euch vorlesen, der Moment, wo der Geist Gottes auf ihn herabkommt, seine Taufe, in Lukas 3, 21-22. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, das ist Gottes Stimme: Du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude. Oder Jesus wird tauft, der Heilige Geist kommt in Form von einer Taube auf ihn herab. Und dann kommt eine Stimme aus dem Himmel und sagt: Gott, das ist mein Sohn, an dem habe ich Freude. Schau, das, was hier passiert ist, ist vor dem Dienst von Jesus passiert. Bevor Jesus irgendein Werk vollbracht hat, bevor sein Dienst angefangen hat vom Predigen, vom Heilen, vom Evangelium erzählen, bevor all das passiert ist, wo er Gott hat können dienen unter Menschen, sagt Gott ihm schon: Du bist mein geliebter Sohn. Ich nehme dich bedingungslos an. Du gehörst zu mir. Ich habe Freude an dir, unabhängig von deinen Werken. Und schau, das ist das, was dir und mir auch passiert, wenn wir gerettet werden. Wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen und uns entscheiden, ihm nachzufolgen, bekommen wir den Heiligen Geist und wir werden zu Kindern von Gott. Und Gott sagt: An dir habe ich Freude, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und ich freue mich an dir. Okay, das ist Grundlage. Aber schau, Grundlage ist dazu da, dass etwas darauf aufgebaut wird. Das ist zwar das Fundament, aber es ist nicht das Gebäude. Das ist nicht alles, was der Heilige Geist macht. Es steht dann nachher, dass der Heilige Geist, der gleiche, der auf ihn gekommen ist, ihn in die Wüste führt und er wird dann versucht. Ja super, 40 Tage ohne Essen. Schau, der Heilige Geist macht dich nicht nur zu einem Sohn und Tochter von Gott und sagt dir, dass du bedingungslos angenommen wirst, sondern er führt dich in die Wüste, wo du getestet wirst, versucht wirst, wo dein Charakter geschliffen wird. Warum? Warum? Weil er dich brauchen für etwas. Boom! Er will dich für etwas brauchen. Und Jesus sagt genau das, warum der Geist Gottes auf ihn kommt. Er kommt aus der Wüste zurück und sagt Folgendes. Er sagt Folgendes. Lukas 4, 18-19. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil. Nochmal. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil. Es hat einen Grund. Es hat einen Grund, warum das ist. Der Geist Gottes, der auf Jesus war, lebt in dir. Der gleiche Geist, der in ihm gewirkt hat, wirkt in dir. Der gleiche Geist, der ihn aus dem Grab geholt hat, wirkt und lebt in dir. Und der Geist Gottes lebt in Jesus, weil. Und er lebt auch in dir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen. Zerschlagene in Freiheit hinzusetzen. Auszurufen ein angenehmes Jahr des Herrn. Jesus sagt uns, warum er den Geist Gottes bekommen hat, warum er, der Geist Gottes, auf dir ist. Nicht nur, dass du deine Identität als Kind Gottes weißt. Identität hat mit Verantwortung zu tun. Status hat mit Auftrag auch zu tun. Schau, du bist nicht durch Weg gerettet worden, aber du bist für gute Wege gerettet worden. Es hat etwas mit Bestimmung zu tun. Und das gilt für dich als Individuum, als Person, aber es gilt auch für uns als gesamte Church, oder? Viel mehr für uns als Körper, oder, von Jesus. Weil wir können ihn viel mehr verkörpern als Gemeinschaft, als allein, oder? Du kannst das allein auch machen, aber zusammen ergänzen wir uns. Zusammen können wir viel mehr Gas geben und ihn repräsentieren auf dieser Welt. Am 20-jährigen Jubiläum vom ICF Basel haben wir diesen Satz ausgerufen. Wir haben gesagt, der Geist Gottes ist auf uns für die nächsten 20 Jahre. Nicht für unsere Pläne, sondern für seine Pläne. Und wir haben gesagt, wir wollen mehr sehen, dass gute Nachricht zu den Armen kommt. Wir haben gesagt, wir wollen mehr sehen, dass Menschen durchs ICF Basel, Basel-Land und Lörrach gesegnet werden. Nicht nur durch Wort, sondern auch durch Tat. Nicht nur durch Reden, sondern auch durch handfeste Sagen, oder?
Wir haben gesagt, wir wollen mehr sehen in unserer Stadt, dass Arme Hoffnung finden hier, durch uns. Wir haben gesagt, wir wollen, wenn wir mal nicht mehr da wären, dass uns die Stadt vermisst. Mehr gute Nachricht für Arme. Wir haben gesagt, wir wollen mehr Sicht für Blinde sehen. Mehr Sicht für Blinde. Das ist symbolisch für das Menschen, dass ihnen die Schuppen wie von den Augen fallen und Jesus erkennen als Sohn Gottes. Wir wollen mehr Menschen sehen, die Jesus kennenlernen. Ihn als den erkennen, der er ist. Wir haben vor ein paar Wochen Taufen gehabt. Ich meine, in Basel und Lörrach. Wir haben 11 Leute getauft. 11 Leute getauft. Ich glaube, so viel haben wir noch gar nicht gehabt. Und das ist einfach möglich, weil du Teil bist von dieser Church, weil du dich investierst, weil du spendest, weil du mitschaffst irgendwo. Haben wir das können machen? Das ist ein Werk von uns allen, von Gott durch uns, oder? Wir haben gesagt, wir wollen mehr Befreiung sehen, mehr Heilung. Von mir aus mehr Leute, die auch physisch wieder sehend werden, wenn sie blind sind. Wenn Leute hier reinkommen, dass sie geheilt werden von ihren Krankheiten. Gott kann heilen. Und Gott gibt uns den Auftrag als Kirche, dass Menschen Heilung finden bei uns. Mehr Befähigung und Aussendung. Das ist alles aus dem Lukas 4-Satz. Das sind ja nicht unsere Gedanken, das ist sein Plan. Menschen, dass sie befähigt werden und wieder ausgeschickt werden. Schau, du bist ein Kind Gottes, weil du einen Auftrag hast. Punkt. Okay. Jetzt. Es ist interessant. Wenn Jesus sagt, der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Er hat mich gesalbt. Er hat mich gesalbt. Und ich habe... das ist nicht meine Urinprobe, das ist Öl. Jetzt kann mir niemand mehr zuhören, weil das blöde Fläschchen da steht. Entschuldigung. Genau. Er hat mich gesalbt. Das ist ein Wort, das wir gar nicht mehr kennen, oder? Aber im Alten Testament hat man Menschen gesalbt. Das heisst, man hat Öl genommen und hat das über ihrem Kopf ausgeleert. Und man hat Könige gesalbt oder Priester gesalbt. Und das ist gesehen, wenn man sie eingesetzt hat, wenn man gesagt hat, Gott hat dich für diese Rolle und für diese Aufgabe eingesetzt. Du bist gesetzt vor Gott und sein Geist, seine Kraft, seine Unterstützung ist mit dir. Man hat Könige gesalbt und Priester gesalbt. Und wir im Neuen Testament als Christen werden als Könige und Priester beschrieben. Wir haben wie den doppelten Auftrag von einem König und einem Priester. 1. Petrus 2,9. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört, Identität und den Auftrag hat, Verantwortung, seine großen Taten zu verkündigen, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Und ich habe gedacht, vielleicht könnten wir das mal jetzt darstellen. Raffi, darf ich dich kurz auf die Bühne bitten? Einfach, dass ihr wisst, wie das geht, wenn man Öl jemandem über den Kopf leert. Genau. Also Raffi, du hast ja eine Glatze, oder? Nein, hast du gar nicht. Man hat Öl über eine Person ausgeleert. Wir machen das jetzt nicht. Nein, wir machen es nicht. Aber vielleicht könntest du mal schnell deine Hand aufmachen. Also so. Ja. Feinstes Olivenöl aus der Toskana. Und man hat Leute gesalbt, oder? Man hat wie Öl über sie geleert. Und das ist ein symbolisches Zeichen, dass diese Person jetzt eingesetzt ist, entweder als König oder als Priester. Du musst es auf dir lassen. Könige sind verantwortlich gewesen, um Gott auf dieser Welt zu repräsentieren, um seine Herrschaft, seine gute Herrschaft auf die Welt zu bringen, oder? In Gottes Namen das Reich vom Frieden, der Freude und Gerechtigkeit auf die Welt zu bringen. Und Priester sind dazu berufen gewesen, Mediatoren zu sein zwischen dem Volk und dem Gott. Und Gott. Eine Brücke zu sein zwischen ihnen beiden. Und Raffi, du bist so ein König und so ein Priester.
Du hast lange in der Church geschafft und jetzt schaffst du nicht mehr in der Kirche, aber du bist genauso dort ein König und ein Priester. Durch dich können Menschen Gottes Reich entdecken. Dort, wo du schaffst. Und du bist ein Priester. Durch dich finden Menschen Zugang zu Gott. Und du musst es nicht aus deiner Kraft machen, sondern du bist gesalbt und hast seinen Geist. Amen. Amen. Applaus für den Raffi. Das muss ich so machen. Das gilt für uns als einzelne Personen, aber es gilt noch vermehrt für uns als Gemeinschaft, Leute. Gottes Idee ist Kirche. Hey, ich weiss, es ist so unpopulär. Wir denken, man kann Gott haben ohne Kirche. Kannst du auch, aber du hättest Gott nicht ohne Kirche. Leute, wir brauchen Church. Wir müssen aufwachen für das. Wir müssen das priorisieren. Oh ja, danke. Danke vielmals. Merci. Wir brauchen Kirche. Schau, unsere Aufgabe als Kirche ist es, dass Gottes Reich auf die Welt kommt. Gottes Reich vom Frieden. Die 4 Mehrs. Der Dienst vom Geist, dass das in die Welt kommt, in die Stadt kommt, durch uns. Und wir sind Priester. Durch uns sollen Menschen Zugang finden zum Gott im Himmel. Für das rüstet er uns aus. Du bist nicht durch Weg gerettet, aber für Weg. Und ich möchte schließen mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Das ist eine bekannte Geschichte. Ich tue sie nur ganz kurz anschneiden. Es geht mir eigentlich vor allem um einen Vers, den ich viel vorlesen muss. Aber es geht um die Königin Esther. Sie war eine Jüdin in Persien, im Exil. Und sie wird durch göttliche Fügung zur Königin von Xerxes, einem persischen König. Xerxes ist der König, so einen haben wir noch nie gesehen, er hat ein Reich unter sich, wo er durch Gewalt ausgeübt hat. Oder? Und die Idee war, dass alle Juden jetzt vernichtet werden, weil irgendein Haman das orchestriert hat und der König Xerxes hat gesagt, es ist gut. Und Esther ist Königin geworden durch göttliche Fügung. Und ihr Adoptivvater, der Mordechai, sagt ihr jetzt, hey Esther, es ist einfach kein Zufall, dass du Königin geworden bist. Und ich finde das ein symbolisches Bild für deine und meine Berufung als König und Priester, oder? Es ist ein wunderbares Bild für das, was für dich und mich bedeutet. Er sagt, der Mordechai, ihr Adoptivvater, sagt zu der Esther, geh jetzt zum König und stimm ihn um, dass die Juden nicht vernichtet werden. Ich möchte vorlesen, Esther 4,14. Der Mordechai zu der Esther. Denn wenn du in dieser Zeit tatsächlich schweigen solltest, wird den Juden Befreiung und Rettung von anderer Seite erstehen. Du aber und deine Familie, ihr werdet umkommen. Ich liebe das. Er sagt, wenn du nicht schwätzest, wenn du deine Salbung, deine Königswürde jetzt nicht mit einem Auftrag verbindest und für Gott gute Werke machst, mach es aber anders. Gott hat seine Pläne, macht das auch ohne dich. Aber jetzt, wer weiß, ob du nicht gerade für eine Zeit wie diese zur Königswürde gelangt bist. Zu mir hat das geschwätzt. Du bist im Fall gesalbt für eine Zeit wie die. Nicht für morgen, nicht für dann einmal in 5 Jahren. Du bist zur Königswürde berufen worden als Kind Gottes für eine Zeit wie jetzt. In einer Zeit der Pandemie, in einer Zeit, wo es schwierig ist, hast du den Auftrag, Gottes Reich in deiner Arbeit auf die Welt zu bringen und als Priester dazu zu schauen, dass Menschen durch dich zu Gott finden. Und noch viel mehr in der Church aktiv zu sein, dass wir das gemeinsam machen können als Könige und Priester. Für eine Zeit wie jetzt. Schau, und wenn du diese Salbung nicht als Auftrag verstehst, sondern nur, ich und mein Jesus haben es gut. Hallo. Hey, das kannst du schon machen. Gott sucht sich einfach jemand anderes. Ich habe das Gefühl, Gott ist heute da und er sagt dir, hey, ich habe dich im Fall berufen. Ich habe dich nicht nur gerettet, ich habe dich berufen. Ich habe dich nicht nur erlöst, sondern auch, ich habe dir eine Bestimmung gegeben. Und vielleicht hörst du das heute zum ersten Mal und dann kannst du heute
diesem Ruf folgen hast. Und vielleicht hörst du es wieder. Es ist ja eigentlich eine einfache Message, oder? Aber deine Antwort ist gar nicht einfach. Zum nochmal sagen, Gott, da bin ich. Für so eine Zeit wie jetzt bin ich zur Königswürde berufen worden. Und ich weiß nicht, was das für dein Leben bedeutet. Muss ich zum Glück auch nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du Ja sagst zu Gott und Ja sagst zu seinen Plänen. Ich weiß nicht, was passiert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe gesagt, ja, das mache ich, werde Architekt. Gott denkt, du hast keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Wichtig ist mir jetzt, und ich glaube, ist Gott jetzt, dass du wieder ein neues Commitment gibst. Wenn du möchtest, wenn du merkst, der Ruf von Gott gilt dir, dann möchte ich dich ermutigen, wieder ein neues Commitment sagen, hey, da Gott bin ich, da ist mein Leben, danke hast du mich gerettet, aber danke hast du mich auch berufen und ich sage Ja zu dieser Berufung, zu diesen guten Weg, die du für mich vorbereitet hast. Ich möchte für dich beten, wenn du das bist. Lass uns doch zusammen aufstehen. Nachher singen wir so einen gewaltigen Song, der heißt I Surrender. Ich kapituliere quasi vor Gott, vor deinen Plänen und sage Ja zu denen. Gott, ich danke dir für jede einzelne Person hier in diesem Raum, auch für jede Person, die das jetzt via Livestream schaut oder als Podcast. Du weißt um jede Geschichte, du weißt um jedes Schicksal, du weißt um alles. Und wenn du das bist jetzt und möchtest dein Leben und deine Berufung wie ihm anstrecken und sagen, hey, das ist mein Leben, dann darfst du das jetzt mitbeten mit mir. Jesus, ich sage heute vielleicht zum ersten Mal Ja zu dir, aber vielleicht sage ich wieder neu Ja zu dir und zu dem, was du hast für mich. Und ich sage Ja zu deinem Plan. Ich sage Ja zu deinen Plänen, die so gross sind und so geheimnisvoll sind und so vielleicht unseren Verstand übersteigen. Aber ich sage Ja zu deinem Projekt. Brauch du mich für deine Absichten. Und Gott, ich bitte dich für die Kraft vom Heiligen Geist jetzt, wenn Menschen Ja gesagt haben zu dir, dass du sie berührst, dass du sie salbst, dass sie als Könige und Priester jetzt da rausgehen im Bewusstsein, dass sie deine Herrschaft auf die Welt bringen können und als Zugang zu dir, Gott, können funktionieren. Ich bitte dich auch für uns als Church, für unseren Auftrag hier. Ich bitte dich für deine Kraft, Heiliger Geist. Das sind Sachen, die wir nicht machen können. Sachen, die du allein machen kannst.